Für Josef ist guter Rat teuer. Seine Braut Maria ist schwanger, aber nicht von ihm. Ein Skandal. Er will sie sitzen lassen. Dann greift ein Engel ein. Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Er kommt zurück und weil er aber seine Frau liebt und sie eben bei dem unterstützen muss und will, was alles auf sie zukommt, er verspricht ihr dann, dass er bei ihr bleiben wird, bis er sterben wird. Josef und Maria als inniges Liebespaar. Bei der Pfarrjugend in Holzkirchen darf der Ziehvater von Jesus ein moderner Mann sein, der Gefühle zeigt. Das Theaterstück wird in der Pfarrkirche St. Joseph aufgeführt. Zum Patron hat auch Pfarrer Gottfried Doll eine besondere Beziehung. Ein Landrat bat ihn, Quartiere für minderjährige Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen. Auf dem Pfarrhof war Platz. Seitdem kümmert auch er sich als Ziehvater um 2 junge Afghanen. Die meiste Zeit meines Lebens vorher war ich alleine unterwegs. Und jetzt auf einmal Verantwortung für 2 junge Menschen zu übernehmen, das war schon nochmal ein besonderer Schritt. Mittlerweile ist er ganz offiziell deren Pflegevater geworden. Pfarrer Dolls Arbeitstage sind lang. Im Pfarrverband hat er mehr als genug zu tun. Er vertraut darauf, dass er diese Aufgabe bewältigt. Ganz wie der heilige Josef. Also ich denke, diese Offenheit für Gottes Ruf, auch mal ungewöhnliche Dinge zu machen, ungewöhnliche Wege zu gehen und dann auch das wieder mit dem Vertrauen auf Gott durchzustehen. Ja. Schule, Führerschein, Berufsausbildung. Der Pfarrer unterstützt seine beiden Pflegesöhne auf dem Weg in ein selbstständiges Leben nach Kräften. Beistand ist da oft nicht nur vom heiligen Josef gefragt. Wenn es eng hergegangen ist, gerade mit meinen Jungs, habe ich dann alle Heiligen schon mit reingenommen, die hier irgendwo in meinem Leben vorgekommen sind. Ich habe gesagt, da brauchen wir jetzt Unterstützung. Historisch war Josef von Nazareth von vornehmer Herkunft. Sein Stammbaum reicht bis zum israelitischen König David zurück. Josefs edle Abstammung wertet den Zimmermann zwar auf, ist jedoch für den Pflegesohn nicht von Bedeutung. Denn Jesus ist der Sohn Gottes. In der späteren Überlieferung 2. bis 4., 5. Jahrhundert nach Christus wird dann gesagt, er sei bereits Witwer gewesen, als er die Maria geheiratet hat. In einer Stelle sogar ein Witwer von 89 Jahren, wo eben völlig klar ist, die Jungfräulichkeit Mariens kann durch diesen Vater, in Anführungszeichen, überhaupt nicht mehr gefährdet werden. Zurück zum Theaterstück nach Holzkirchen. Hier ist Josef kein Greis, er ist jung. Über den Zimmermann aus Nazareth steht nicht viel in der Bibel. Die Pfarrjugend wagt eine eigene Interpretation. Regisseur Cornelius Heuten hat das Stück geschrieben. Thomas Willerer, Ingenieur und Sohn eines Zimmermanns, hat sich intensiv mit Josef beschäftigt. Auch ich durfte dann den Weg von Josef mitbestimmen. Deswegen habe ich Josef auch eher als starken Mann interpretieren wollen, der sich nicht durch Engel oder Gott treiben hat lassen, sondern sich von ihnen eigentlich nur die wahren Gefühle bestätigen hat lassen. Ich jedoch habe stets nach meinem besten Wissen gehandelt. Und statt Reue oder Wehmut empfinde ich nun Glück. Glück darüber, dass mich meine Wege zurück zu der Frau gebracht haben, die ich über alles liebe. Hier in Holzkirchen steht der bescheidene Heilige, der Mann hinter Maria, endlich auch einmal im Rampenlicht.